Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Review. Das mal vom Lego Ideas Hashtag 051, dem Viking Village, wie sie das nennen. Das ist Set Nummer 21343, ist 18 plus, hat 2103 Teile, 4 Minifiguren und ich habe mit meinem 5-Jährigen 3,5 Stunden gehabt, um das zu bauen. Nicht am Stück, sondern einfach so mit Etappen. Aber ja, 3,5 Stunden haben wir das gebaut. Das ist super. Es hat mega viel Spass gemacht. Es hat ganz viele verschiedene Bautechniken drin. Zu der Packung, da hat es so die Wikinger drauf, was es drin hat. Haufen andere Text, wie bei anderen von diesen Schachteln von der Lego Ideas. Da hat es alle Teile, die führig sind, die haben wir da in ein Säckchen da, inklusive dem Part Separator da, dem Teile-Trenner. Unnetterweise mit dem einen dabei ist. Ich glaube, die sind bei den größeren Sets immer dabei, aber ja. Das kommt in 15 Bausäckchen, wo in einer riesen Anleitung, die so dick ist, abgebildet ist. Wie immer hat es vorne noch so über Wikinger jetzt in dem Fall und über den, was gebaut hat, Sachen drin. Dann sieht man auch noch eins da, welches ist mit wie viel Säckchen gebaut wurde. Der Part Separator wird natürlich auch erklärt. Das Ganze kommt in 432 Schritte auf 245 Bauseiten. 432 Bauschritte auf 245 Seiten. Und hinten drauf hat es noch so ein cooles Wikinger-Logo. Genau, zum Set selber. Man kann bei diesem Gebäude das Dach abnehmen, bei diesem Gebäude das Dach abnehmen und bei diesem Gebäude kann man die Rückseite abnehmen. Da innen hat es auch noch so einen Schreibtisch mit so einer Kerze und einem Schwung. Genau, hier auf dieser Seite ist der Schmied drin. Der kann hier mit dem Blaserbalg Feuer machen. Da innen, wo man die Tür übrigens noch auftun, ist, ich nehme das noch ab, der Thronraum drin vom König. Der hat da so ein bisschen Waffensammlung, da einen coolen Thron mit so Gardinen hinten dran. Und da hat er noch so einen Kelch und ein Hühnerbein oder so. Genau. Dann, da hinten hat es unten eine Höhle, die so ein bisschen verrostete Steine darstellt und so. Übrigens, all die weißen Sachen, nehme ich jetzt mal an, sind Möwen-Exkremente. Also das, was hinten aus der Möwe kommt. Genau. Aber es könnte auch Schnee sein, bin ich eben nicht ganz sicher, aber so vom, wo das ist, denke ich, vielleicht ist es das. Genau. Da kann, auf dieser Seite kann der Wikinger hier rauflaufen, kann hier die Türen auftun, geht dann da so rein, da hat es noch ein Krise und einen Kürbis, da kann er hier raufklettern und da oben über die Brücke hineinlaufen und dort wach halten. Für die gerne etwas trinken, hat es hier unten noch so ein Klappifass, wo man hier Bier oder Wein oder so etwas trinken. Genau, dann hat es selbstverständlich hier auch noch so die Figürchen. Die sind jetzt überall verteilt. Da ist eine, da ist eine, da und da. Aus welchem Grund auch immer, selbst in der Anleitung, hat der Schmied hat auch noch einen Pinsel in der Hand. Ich weiß noch nicht warum, es macht irgendwie niemand Sinn. Vielleicht ist das ein Easter Egg, ich weiß es nicht. Oder der, was er erfunden hat, will einen Pinsel noch dabei tun. Ich weiß es nicht. Ja, genau. Das Ganze können wir natürlich auch wieder zusammensetzen. Das Dach da ist aus einem Stück dann schlussendlich. Das wird natürlich zu tun. Das ist die Rückwand, die ist auch aus einem Stück. Und das Dach ist auch aus einem Stück. Es hat sehr interessante Bautechniken. Denn man kann hier das Ganze trennen und hier auch kann man das Ganze trennen. Also das ist ein Teil, das und das baut man auch so. Sprich, das sind Bausack 1 bis 3, das sind Bausack 4 bis 8, das sind Bausack 9 bis 15, genau. Ich habe das freundlicherweise bekommen, um euch zu zeigen und reviewen und bauen, von einem Arbeitskollegen, danke dafür. Und ich hoffe, euch hat das kleine Review gefallen. Wenn ja, bitte lasst doch ein Like da
oder einen Kommentar oder schickt das jemandem, der das kaufen will, sich darüber informieren oder Wikinger-Fan ist und schaut bitte das nächste Video. Danke euch vielmals, dass ihr bis hier geschaut habt und bis nächstes Mal. Ciao zusammen!